Wir gehen direkt weiter an Klängdeieren-Ziechterzelt. Das ist immer immens belebt bei der ganzen Familie. Lisa Kur, dass du ist immer gespannt, wie dass sie das so weißt, Lisa. So weißt, hast du geboren, bestimmt viel Attraktion für große Klänge, ne? Ja, ich bin heute beim Dennis schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist der Präsident von der Klängdeieren-Zichter. Attelbrek Göster war doch schon bei uns auf der Bühne mit einer Connection. Ja, genau. Ja. Genau. Und heute sind wir aber häufig über Tinger zu schwätzen. Wie verschiedene Sorten gibt es dann heute, weil ihr mitbringt für den Hinger? Ja, wir haben verschiedene Sorten Hinger, weil wir wollen als Verein auch die Natur und Rassen weiter behalten. Wir machen keine Konkurrenz für die großen Tieranlagen, Züchteranlagen, weil wir Produktion wollen nur von den Rassen, die schon gehen, für die weiterzuerhalten. Und die Hinger kann ihn dann noch heute sur Platz kaufen von der Freude schon un. Dafür sind dann noch verschiedene Käfige daneben schon Eudel, weil die eben schon verkauft sind, aber ihre neue Besitzer sind. Was kosten da so Hinger da mal? Heute gesehen Preise? Ja, die Preise, die gibt das pro Rasse und das kann man verschieden sein. Aber normale Preise, also bis 10, 15, 20 Euro, das ist aber ganz verschieden. Aber wenn wir uns die Hinger angucken, die sehen aber alle Guten ziemlich unterschiedlich aus. Mit schwarz, mit einer ja, spezieller Kup, so nicht mal von den Hohen. Dann häufig noch ein bisschen mehr Junker. Lehen die dann aber all dieselbe Steher, können die alle Guten normal essen? Ja, es gibt verschiedene Hinger, die auch verschiedene Eier legen. Du gibt das Grünleger, die Hechte, so, weil die Eier legen, die ein bisschen mehr gering gehen. Und da gibt es verschiedene Rassen. Und das soll ja anscheinend, die Eier soll ja mehr gesund sein. Die hat mehr Cholesterol. Nun haben wir das doch schon mal gelernt, auf alle Fall. Aber für Leute, die dort vorkommen, sich so ich hätte auch gerne all da frisch Eier daheim. Auf was muss ich aufpassen, wenn ich sich da Hänger zulegen? Ja, das ist sicher. Es gibt Hänger, die legen Eier, die legen mehr Eier. Die anderen Eier, die legen mehr dicke Eier, mehr kleiner, wie gesagt, brauner, geringer. Das ist so, wie wir in den Hunger unter dem Haus tun für den normalen Hausbedarf, geht es Hunger durch, weil alles beten da in Ehe lädt, dann geht es durch. Aber wie lange kann ihn die Eier dann halten, wenn sie bis gelöscht sind? Ja, das ist verschieden, wenn in so eine Frigidaire lädt oder wie die Hänger, die ihn am Kauf hast. Beim Kaktus kaufen geht das dieselbe Zeit wie die halten. Der Tisch, ja, in sich nicht immer auskennt, kann sich da alle Fall mal zulegen. Die dürfen dann noch aber teilweise ein bisschen raster vom Stot dann zu kriegen. Ist das richtig? Ja, in Hunger sind die aber ziemlich alles. Man muss ihn aber ein bisschen aufpassen. Wenn den Leute trinkt, den Hänger Salat geht, soll das nicht unbedingt Salat sein, wo er vom Tisch recht wird, wo erst ja nur drauf ist, das ist den Tieren nicht gut. Aber gering Futter ist immer gut. Und wie viel Platz braucht so ein Hunger dann an der Moyenne? Ja, das ist verschieden. Am besten ist es, wenn den Hunger durch die Fies kann laufen, was sich frei bewegen kann. Normalerweise, wenn die an einer Wolle haben, so ein runden Zoll, das ist immer so 3-4 Meter Kare für 1 oder 2 Hektar. Es geht schon durch, wenn ein Wolle hat, dann macht 5 Finger dran, geht ein Wolle durch für 2 Meter Kare. Aber sie müssen geschützt sein, wenn das Rieder rennt. Und am Band der Wand feiert. Und dann haben wir eine ganz live Story, wenn man kurz das gebe nach Schippelchen suchen, oder ist es schon nicht mehr gerade? Ja, das sind auch Schippelchen von diesem Jahr. Die gehen auch Schippelchen trätiert, ja. Und du hast mir für dich erzählt, dass heute also das Last, was übrig geblieben ist, es waren dann ganze 15 und du dir selber dann von Geburt und mit begleitet. Ja, die sind beim Brutkasten auf die Welt gekommen. Das sind an sich diejenigen, die keine Eltern haben. Das sind die haben keine Mom. Ne? Aber das ist ein bisschen, die Idee geht noch ein bisschen mehr heimlich. Natürlich wäre es, wenn ein Hund selber sein Schippelchen auf die Welt sieht, weil die probieren noch, da mal den einen groß zu gehen und den Hund wird seine Familie dann noch bei sich, bei ihnen am Stall. Also mir vielmals merci für all diese Explikationen. Aber wenn ihr noch auf der Sicht nur hinger sieht, kommt ihr ernst gucken und dann geht er vielleicht stolz neue Besitzer von einem von denen lebenden Järscher. Vielmals merci. Da macht ihr bei. Merci. Und das ist ja auch schon als Schippelchen gedeft. An Göchte hatte man nachgeklenkt, der ein Kaninchen, die immer auf Hängen gedeft, weil der Grand Duc zufällig zum selben Moment hier während Kaninchen hat nach Kindum.